Ja, heute zusammen, da ist der Crown Cletus oder Chris natürlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Im letzten Game habe ich ja doch ein bisschen abgekackt und darum möchte ich jetzt doch auch noch zeigen, dass es doch möglich ist, in Österreich doch auch ein gutes Game herzubringen. Doch, oder? Und ja, ich gehe jetzt nicht groß aufs Gameplay ein, weil das läuft im Hintergrund für sich. Es ist nicht ein wahnsinniger Score, die Zeit das ist schon lange vorbei, wo ich wahnsinnige Scores gerissen habe. Aber immerhin gewonnen, der Sieg ist ja alles. Und währenddem das da im Hintergrund vor sich herrieselt, das Gameplay, hoffentlich eure Gemüter ein bisschen erfreut, möchte ich doch noch jetzt gerade ein paar Themen aufgreifen, die in den letzten Tagen sind auftaucht. Und zwar ist ja immer wieder, nicht nur in den letzten Tagen, sondern immer wieder das Thema, ob jetzt ein Schweizer eben auf Hochdeutsch tut oder nicht. Und es gibt ja doch den einen oder anderen Schweizer, der sehr erfolgreich ist, der auf Hochdeutsch auch kommentiert. Es gibt auch solche, die auf Englisch tun und so. Und ja, es gibt doch den einen oder anderen, der vielleicht auf Schweizerdeutsch probiert hat und jetzt auch ein bisschen ein grösseres Publikum möchte ansprechen, dadurch natürlich auf eine andere Sprache, in Anführungs- und Schlusszeichen, fast muss wechseln, weil in der Schweiz gibt es halt einfach nicht so viele Zuschauer. Das gewisse finden es gut, andere finden es nicht so gut. Bei mir ist es einfach so, oder anders gesagt, je nachdem, was man für Ziel hat und wo man her möchte, ist es ja völlig logisch, dass man dann irgendwann auf Hochdeutsch anfängt, weil wenn man auf YouTube möchte gross werden, mit dem ein bisschen Geld verdienen und eben auch ein grösseres Publikum ansprechen, ist es ja fast ein bisschen blöd, wenn man nur auf Schweizerdeutsch tut. Jetzt, wieso tut der Klitus nur auf Schweizerdeutsch? Das ist nämlich nicht unbedingt blöd. Es ist eher so, dass, als ich gestartet habe, vor einem Jahr und etwa 3/4 ist jetzt vorbei, dann noch mit dem Klitus Pirmin-Kanal, hat eigentlich jeder gesagt, es ist unmöglich, als Schweizer auf Schweizerdeutsch viele Abonnenten zu bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wieso nicht? Herausforderung angenommen, versuchen wir doch das mal. Ich denke, es klappt. Und ja, ich weiß nicht, in den nächsten paar Monaten werde ich vermutlich 1000 Abonnenten erreichen. Und wie bei jedem Channel, ich meine, ich habe das letzte Mal gerade im Syndicate Scene angeschaut oder UK Gamer, da sehe ich mittlerweile 2,7 Millionen Abonnenten und etwa 200'000 Videoaufrufe im Durchschnitt. Also, eben, man sieht es auch hier auf dem Crown Channel. Gut, ich meine, mit 1000 Abonnenten, Let's Plays interessieren eh keine Sau. Und wenn mal ein Game für Massen rauskommt, ein Gameplay, eben das Call of Duty, wo irgendwie jeder Trottel gut findet, wo das niemandem zu nahe treten, aber wie ihr wisst, habe ich im letzten Call of Duty namens Black Ops 2 schon nicht ganz so viel Freude. Das ist aber eben auch nicht das Thema. Ja, komme ich vielleicht auf 200 Aufrufe. Es gibt ein paar Videos, die ziemlich über das Ziel rausgeschossen sind, die viel mehr Aufrufe haben bekommen, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Keine Ahnung wieso. Und ja, rein von dem her war mein Ziel, eben, keine Ahnung, viele Abonnenten, sagen wir jetzt mal 1000, zu bekommen, indem ich nur Schweizerdeutsch texte. Und ja, mein Herz freut sich, ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Irgendwann wird das wahr werden. Und wenn das Ziel dann erreicht ist, werde ich mir auch überlegen, wie es weitergehen soll. Das zweite Ziel, das ich noch hatte, das ich auch schon mal angesprochen habe, auch mal ein paar Schweizer kennen, die so ein bisschen Game-Nerds sind, weil ich das in meinem Umfeld nicht so gefunden habe. Und ein paar Freundschaften aufbauen, das ist jetzt alles passiert. Ich muss sagen, wir haben es richtig chillig untereinander. Es gibt immer wieder ein paar, die aus dem Rahmen rausgehen, aus verschiedenen Gründen. Und ja, jeder ist sich selber lieb. Will er ein Vollidiot sein, soll er ein Vollidiot sein. Und wenn man einigermaßen anständig ist und auch ein bisschen Respekt hat, dann funktioniert das dann auf jeden Fall. Klar gibt es jetzt wieder die auch sagen, ja, Camper- und Booster-Videos sind auch nicht unbedingt respektvoll. Das ist wahr. Aber um Respekt ist es auch nicht gegangen. Die Zielgruppe war ganz anders. Ja, das waren eben so ein bisschen meine Motivationen. Und darum bin ich beim Schweizerdeutsch geblieben. Aber jeder, der jetzt irgendwie auf Hochdeutsch wechseln will, der soll das machen. Ich meine, wir lernen auch ein bisschen dazu, wir lernen hoffentlich auch ein bisschen besser Hochdeutsch, weil wir sind uns ja nicht so gewöhnt, da auf Hochdeutsch zu sprechen und irgendwie klingt es dann trotzdem sehr schweizerisch, weil jeder Schweizer hat ja natürlich auch den Akzent, ne? Und so versteht da gleich jeder, okay, du kommst aus der Schweiz. Darum, mir ist das fast ein bisschen zu blöd, aber wieso nicht? Vielleicht mache ich mal ein paar Spruchtraining und versuche dann auch auf Hochdeutsch etwas herzubringen. Für mich ist es einfach so, die hochdeutsche Szene, die deutsche Szene interessiert mich kein Furz, weil ich halt eben gut Englisch kann und darum schaue ich amerikanische Videos und für mich gibt es gar keinen Grund, das Deutschland mitzuverfolgen. Jedem das Seine.
Was auch noch interessant ist und jetzt ganz ein anderes Thema ist, wir haben ja gestern oben auch ein bisschen darüber geredet, jetzt hier in Österreich, dass die Österreicher halt, keine Ahnung, da hat so viele Hotels, wir kennen viele Leute aus dem Gastgewerbe und da haben einfach die verschiedenen Länder, die verschiedenen Leute hinterlassen eigentlich immer einen Eindruck. He? Und von den Schweizer sagen die Österreicher, dass sie zufriedene Menschen, die sind eigentlich meistens happy. Für uns Schweizer ist es auch relativ günstig, was so Preise anbelangt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Österreich auch immer ausgezeichnet, wenn man hier in die Ferien kommt und so. Und darum gibt es eigentlich für uns Schweizer jetzt mal generell gesagt nicht so irgendwelche Anlässe, um unzufrieden zu sein. Klar gibt es auch unzufriedene Schweizer, es gibt immer Leute, die nicht zufrieden sind. Das sind ein bisschen Arme, aber was willst du, gell? Und dann ist es so, der Deutsche hat eher den Ruf, dass sie generell unzufrieden sind, immer gerne am Motzen sind. Wenn man jemanden hört motzen, sind es meistens die Deutschen, haben zum Teil auch ein bisschen herablassende Art und so. Und eben, ich finde es immer schlecht, wenn man die verallgemeinern, aber gleichzeitig ist das eben auch in der Denkweise des Menschen, dass man sich halt einfach so ein bisschen Überlegungen macht, wie sind die Leute von den Ländern. Und ab und zu trifft das auch zu, häufig vielleicht sogar. Aber eben, wie ich auch schon gesagt habe, es gibt überall coole Leute und es gibt überall die armseligen Menschen, die halt einfach negativ beladen sind. Aber die können mir einfach primär leid tun. Ja, eben, das ist noch interessant, dass einfach die Deutschen jetzt hier auch nicht so einen ausgezeichneten Ruf haben. Und als ich mit dem Klitus Pier meinen Kanal gestartet habe, hat es zum Teil auch ein paar Kommentare von Deutschen gegeben und die waren eigentlich alle negativ gewesen. Eben, lern mal richtig sprechen, Alter, und deine Mutter und die ganze dumme Scheiße. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich finde es komisch, wenn Menschen, wenn man so in Feed geht, schauen auf YouTube und dann ist einer die ganze Zeit nur negative Kommentare am Schreiben. Es muss schon ein bisschen ein armseliges Leben sein, das er lebt. Vielleicht kennt der eine oder von euch Karma. What you give is what you get. Also das, was man rausgibt, kommt irgendwann wieder auf einen zurück. Ich bin ziemlich überzeugt von dieser Theorie. Aber wir wollen jetzt hier nicht allzu fest abdriften ins Thema, was man glaubt und was nicht. Es ist einfach so, dass meine Erlebnisse mit den Deutschen jetzt auf YouTube sind eher negativ waren. Ihr seht es auch an den Videos, die eben sehr viele Aufrufe haben. Es ist unglaublich. Und die Deutschen sind eigentlich auch häufig sehr eingeschränkt. Jetzt wollte ich das auch nicht verallgemeinern wieder. Aber dann meinen sie die ganze Zeit, dass wir irgendwie einen Akzent sprechen. Und dann ist nicht einmal bewusst, dass es andere Dialekte gibt. Und er gewisse haben das Gefühl, dass sie die Herrenrasse sind. Wir wissen ja, was geschichtlich passiert ist, wenn man ein bisschen zu fest durchdreht. Und meinen, sie sind die Einzigen, die richtig Deutsch können oder so. Und sie wirklich einfach eingeschränkt zu sehen, dass es links und rechts von ihrem Tellerrand auch noch andere Dialekte gibt, die an ihren Spruch angelehnt sind, die noch unterhaltsam können sein, die interessant können sein. Und klar, wenn du nichts verstehst, ist das noch blöd, aber das ist ja mit jeder Fremdspruch in Anführungs- und Schlusszeichen so, wenn man sich nicht bemüht, etwas mal zu lernen, wird man es auch nicht verstehen. Zusammenfassend, der Eindruck, den die Deutschen hinterlassen haben, war wirklich eher durchwachsen gewesen. Und darum eben ist meine Motivation, denen irgendetwas zu beweisen oder die Unterstützung von denen zu bekommen, um gross zu werden, eigentlich gleich null. Weil, wieso sollte man von jemandem unterstützt werden, der es sowieso nicht versteht? Der häufig auch gar nicht die geistige Fähigkeit hat, irgendetwas Intelligenz zu kommentieren. Ich will niemandem zu nahe treten, das ist mir wirklich wichtig. Und ja, auch nichts gegen die Deutschen. Aber die Erlebnisse, die ich jetzt hier erzählt habe, haben halt nicht unbedingt einen positiven Eindruck hinterlassen. Und darum, wieso sollte ich für die Arschlöcher etwas produzieren, wenn sie es nachher sowieso die ganze Zeit nur noch mit Dislikes würdigen? Ja, ich könnte ja Hochdeutsch reden, dann würden sie es vielleicht verstehen. Aber dann könnte ich auch gut Englisch reden, weil das kann ich auch. Wiederum verstößt viele von denen, die Schweizerdeutsch reden, halt nicht so gut, wie wenn ich Hochdeutsch reden. Und somit ist das dann ein wunderschönes Dilemma, wo ich mich, wie gesagt, sicher in den nächsten paar Monaten auch damit auseinandersetzen werde, um zu schauen, wie es weitergeht. Es ist für mich einfach angenehm, wenn ich in diesen Sprachen reden kann, die ich halt einfach ohne Probleme beherrsche. Eben ja, hin und her, auf und ab. Verfolgt eure Ziele, macht das, was ihr wollt und schiesst auf die Hater. Wirklich, ich kann es immer wieder nur sagen. Und schlussendlich gibt es immer jemanden, der unzufrieden ist. Aber eigentlich müssen wir eben schon ein bisschen über die lachen, weil ein Mensch, der zufrieden ist, hat in meinen Augen schlussendlich ein zufriedeneres Leben, ein glücklicheres Leben, ein tolleres Leben, als irgendeiner, der die ganze Zeit nur negativ ist. Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen im Glaubensding drin. Darum würde ich sagen, schließt jetzt hier mal ab.
zusammenfassend, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, verfolgt eure Ziele und Träume, lasst euch nicht von denen aufhalten, wo die ganze Nummer Scheisse texten, weil wenn man sich die Leute dann mal anschaut, die Scheisse texten, merkt man dann gleich, dass die geistig völlig unbewaffnet sind. Entweder sind sie noch zu jung, um irgendetwas zu schnallen, oder sind sie schon ein bisschen älter und haben gang noch nicht geschnallt. Und das amüsiert mich dann auch wieder. Zum Teil macht es einem aber auch ein bisschen nachdenklich. Aber wie gesagt, schlussendlich sind sie einfach armselige Siechen, wenn sie die ganze Zeit nur rauslösen. Und lasst euch nicht unterkriegen von denen. He? Ja, das war ja auch das letzte Video aus Österreich. Dann wieder back in Switzerland, endlich wieder schnelles Internet. Und dann kann ich auch endlich mit dem Colosso wieder weitermachen mit den Dead Space 3 Let's Plays. Freue mich schon richtig. Und ja, hoffe dann noch der ein oder andere Zuschauer bei diesen Videos auch zu beglücken. Aber ich habe es jetzt schon manchmal probiert. Und überlasse ganz euch, was ihr machen wollt. Ja, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wenn ihr so immer schaut, macht's gut und schaut zusammen.